der Stadt sich Autos stauen. Stetig wächst der Schuldenberg, dann ist das sicher unser Werk. Wir sind die größten Querulanten in diesem Raum und Zeitquadranten. Wir sind aus tiefstem Herzen fies und machen, was wir können, mies. Es ist, was man das Böse nennt, vor allem unser Element. Doch jetzt haben wir was Tolles vor. Wir klauen den Kölnern den Humor. Weshalb wird das ein Meisterstück? Sie können dann nicht mehr zurück. Ihr Leben wird dann Glück und Riss. Sie haben nur noch Kraft und Ziss und können dann wie wir nur sein, im tiefsten Inneren gemein. Wir sind die größten Querulanten in diesem Raum und Zeitquadranten. Wir sind aus tiefstem Herzen fies und machen, was wir können, mies. Es ist, was man das Böse nennt, vor allem unser Element. Ja, jetzt tu mir einen einzigen Gefallen und hör mit der blöden Rennerei auf. Man kommt's ja schon vor, als wenn man im Theater wäre. Als wenn du schon jemals im Theater gewesen wärst. Deine Mutter und ich warten ein Abo. Für Schauspielhaus. Bist du Jack für Milovic? Und was soll ich da sagen? Jedes zweite Stück fing damit an, dass irgendeiner nervös auf der Bühne hin und her lief. Papa, wir sind ja beim richtigen Leben. Eben. Deshalb tu mir einen einzigen Gefallen und setz dich. Na gut. Das darf doch nicht wahr sein. Die besitzt auch noch die Frechheit und kommt zu spät zur Probe. Ich will ja nichts gesagt haben, aber heute ist Karnevalssonntag und ihr müsst noch probieren. Also ihr seid ein schönes Tanzchor. Wir sind doch kein Tanzchor. Wir sind Amazonenballett. Und bis vorgestern waren wir absolut perfekt. Ich hatte schon die Hoffnung, dass es diesmal richtig gut klappt. Kind, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wem sagst du das? Jedenfalls wäre nichts passiert, wenn Sina uns bei der letzten Probe nicht unbedingt hätte vorführen müssen, was die in ihrem Kampfsportkurs gelernt hat. Und, was war das? Also, die nimmt Anlauf, macht aus dem Stand eine doppelte Seite vorwärts und landet wieder auf den Füßen. Ist doch toll. Ja, leider waren es nicht ihre eigenen, sondern die von unserer besten Tänzerin. Oh weia, der hat bestimmt wie getan. Zur Strafe muss Sina jetzt tanzen. Ich wundere mich sowieso schon, dass so eine bei euch immer mitmachen Papa sagt nichts gegen Sina. Ist doch wahr. Kampfsport. Zu meiner Zeit machten die Mädchen Kochkurse. Mein Vater hat kurz nach der Währungsreform. So sind die Frauen. Und noch frech werden. Darum sagte schon Zarathustra, wenn du zum Weibe gehst... Da ist es dich warm anzuziehen. Fastelau zusammen. Das kann ich mir vorstellen. Wo die hinlangt, wächst wirklich kein Gras mehr. Komisch. Sagt mein Vater auch immer. Und überhaupt, es ist doch eigentlich ja nichts passiert. Nee, überhaupt nichts. Bloß, dass wir monatelang umsonst probiert haben und jetzt nicht mehr auftreten können, weil unsere beste Tänzerin nicht mehr auftreten kann. Ich hab doch gesagt, dass ich für sie einspringe. Bräuchtest aber nicht, wenn du vorher nicht auf so draufgesprungen wärst. Ist ja gut, ja, aber jetzt richte ich mal wieder ab. Ja, du machst mir Spaß. Da soll sich ja nicht aufregen, wenn du die Arbeit von Wochen und Monaten ruinierst. Papa, die Sina ist so. Die hat das nicht böse gemeint. Wie bitte? Papa, das verstehst du nicht. Sie ist schließlich meine beste Freundin. Komm, Sina, wir gehen jetzt endlich probieren. Ja. Frauen sind rätselhafter als die Bedienungsanleitung von einem Videorekorder. Liebchen, von welcher Wolke du mir auch immer zugucken machst, ich gebe mir alle Mühe mit unserer Tochter, aber ob das also richtig ist, ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir den ersten Test. Achtung, jetzt haben wir gleich. So, jetzt bitte, Achtung, zack! Oh, Scheiße. Tu mir einen Gefallen und hör mit dem Gefummel auf. Bei dem Chaos kann kein Mensch probieren. Entschuldigung, das ist jetzt ausgereift. Ich verstehe das nicht. Ich hab das doch genau gemacht.
wie das in der Bedienungsanleitung steht. Und führen Sie den gelben Kabel außen herum und stecken Sie ihm in der gelben Buchse. Außen rum um was? Was bist du dafür, Gesicht? Wenn ich Gesicht noch machen könnte, hättest du ein anderes. Fräulein Sonnenschein ist wieder unterwegs. Wenn schon, dann Frau Sonnenschein. Hast du heute Nacht wieder in deiner Karriere gearbeitet? Ach, hör bloß ob, Mensch. Willst du auch einen Kaffee? Kaffee gern, aber keinen Herzschrittmacher. Mensch, Mann, du, war ja mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ach, nee. Halbe Nacht habe ich schon mit so einem Fuzzi von RTL um die Ohren geschlagen. Und dann auch noch 39 Kölsch am Deckel. Du hast 39 Kölsch getrunken? Sag, und spinnst du? Ich hab seine 3 mitbezahlt. Du hast doch erzählt, dieser Fuzzi, das wäre irgendwie ein Chef bei RTL. Ja, das ist er ja auch. Chefkoch von der Kantine. Apropos, hast du alles für dein Essen mal eingekauft? Ja, den halben Feinkostladen habe ich leer geräumt für deinen Besuch. Huch, das müssen ja ganz besondere Gäste sein. Ja, das sind sie auch. Die Vorsitzenden des Captain Kirk Fanclubs Knappsack besuchen noch lange nicht jeden, ne? Mensch, Mann, was ist das dann? Brennt das da? Nee, Kaffee ist fertig. So schnell? Ja, ich habe einen Leistungsbeschleuniger in die Kaffeemaschine eingebaut. Anton, du gehst mal mit deinem technischen Firlefanz tierisch auf den Nerven. Ah, warten's ab, bis das alles funktioniert. Meinst du, dann erlebe ich noch? Das passiert eher, als dass du zum Fernsehen kommst. Ja, aber da funktioniert die Technik wenigstens. Mann, der blöde Turbodriss hat das ganze Kaffeewasser verkocht. Ich hab das Ding jetzt ausgeschaltet. Carola, jetzt pass auf. Carola, jetzt. Carola, bitte. Ehrlich. Jetzt pass auf. Carola! Hör zu, Carola, pass doch. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, geht da hinten die Türe voll elektronisch von alleine auf. Achtung und zack! Toll! Wirklich toll! Komm, Jan gerüttelt. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist denn jetzt im Sälchen das Licht aus? Entschuldigung. Ja, das ist irgendwie noch nicht ganz ausgereicht. Carola, pass auf. Aber wenn ich hier drauf drücke, pass auf, dann geht im Bierkeller das Licht an. Zack! Warum schmeißt du denn hier nicht gleich in der Reihen? Frauen verstehen sowas nicht, aber hier, pass auf. Mein hydroproktologischer Gesäßreiniger, der funktioniert. Toll. Ja. Und wozu brauchst du so einen Driss? Carola, Ja. machst du dich da hinterher nie sauber? Mensch! Mit deinem Mund übertreibst du so noch die ganzen Gäste. Von die werden begeistert sein. Ich höre sie heute schon sagen. Wie sieht das denn hier aus? Gefällt es da? Ist bei dir der Innenarchitekt amok gelaufen? Na, was hab ich gesagt, ja? Aristos Meinung zählt nicht, der ist befangen. Ja, wieso das denn? Bist du der Wirt der elysischen Gefilde, ja oder nein? Ja, was hat denn meine Kneipe damit zu tun? Also bist du nicht objektiv, denn wir sind Konkurrenten. Ja, aber nicht mehr lang, wenn du so weitermachst. Was soll das hier eigentlich alles darstellen? Das siehst du doch. Die Kommando